hinten ist der, wo waren wir, wie heißt die Spitzen hinten oben, wo wir waren? Shuttle Car, genau. Herrlich. Da hinten kommt dann die Säuren raus. Viel Schnee. Ja, Schnee haben wir ohne Ende. Das ist das, was man nicht macht. Das ist ja am Rand. Der Christian muss immer alles ausprobieren. Jetzt, das ist jetzt nur Eis, aber ich darf jetzt da nicht draufgehen, weil es so warm ist und Frühling. Und da immer denken, Menschenskinder, aber er natürlich muss schauen, ob das hält und so weiter. Ich bin da eher vorsichtig mit solchen Geschichten, sagen wir mal. Und der Christian muss immer an die Grenzen gehen. Gell? Da muss ich schon ein bisschen bremsen, aber er probiert es. Er will es probieren. Aber so ergänzt sich es ganz gut. Also bis jetzt ist es gut gegangen, sagen wir mal. Rosi Mittermeier und Christian Neureuter sind Deutschlands populärstes Sportler-Ehepaar. Auch lange nach ihren erfolgreichen Skiprofikarrieren stehen sie im Rampenlicht und wollen doch eine ganz normale Partnerschaft führen. Eine ständige Gratwanderung zwischen Privatleben und Öffentlichkeit. Simpson-Lilie. Merkt das. Ich glaube, dass mich deine Fröhlichkeit immer wieder hingezogen hat. Deine positive Ausstrahlung, du bist immer lustig, kenn dich eigentlich kaum kantig und schaust immer positiv nach vorn. Ja, vielleicht nicht. Ja. Ich will sagen, dass man sich aufeinander verlassen kann. Das ist eigentlich, glaube ich, das Allerwichtigste. Und beim Christian ist es so, das ist so wirklich zu mir so der Gegenpol für alle diese Dinge, die ich nicht so beherrsche. Das ist also organisieren und diese ganzen Geschichten. Vor 50 Jahren lernen sich Rosi und Christian kennen. Seit 38 Jahren sind sie verheiratet. Wo immer sie öffentlich erscheinen, werden sie erkannt. Ihre Namen sind untrennbar mit Bayern und den Bergen und dem Idealbild einer glücklichen Familie verbunden. Vorzeigepaar, das heißt so immer, du musst dich produzieren und du musst irgendetwas darstellen, damit du eine Rolle spielen kannst. Und die Rolle wollen wir nicht spielen. Wir sind so, wie wir sind und haben das Glück, dass vieles passt. Wir haben genügend auch Probleme und haben in unserem Leben schon so viele Fehler gemacht und haben, wir sind nicht das Vorzeigepaar. Wir sind ganz normal. Die zwei Haarschwanzel gehören zu Rosi Mittermeier von der Winkelmoosalm bei Reit im Winkel. Die Rosi ist wirklich in wenigen Monaten dieses Winters enorm sicher und vor allem selbstbewusst geworden. Christian Neureuter vom Skiclub Partenkirchen. Vor kurzem war er hier an diesem Hang bayerischer Jugendmeister geworden. Immer wieder versucht er, die ideale Abfahrtshaltung einzunehmen und er kämpft. So wollen wir die Jungen. Sie sollen zwar auch mit Kopf fahren, aber wenn die Piste es erlaubt, müssen sie schon etwas riskieren. Christian Neureuter und Rosi Mittermeier stehen am Beginn ihrer Weltkarriere, als sie sich 1966 auf der Skipiste begegnen. Christian ist 16 und Rosi 15 Jahre alt. Das war im kleinen Walsertal, Engelpokal hat das Rennen geheißen. Und ich habe zugeschaut und dann stehen wir da und dann fahren die da und auf einmal fährt der Christian Neureuter und dann geht ihm die Bindung auf, ja, die Bindung, glaube ich, und er ist gestürzt und fällt direkt vor uns hin und lacht. Dann haben wir gedacht, also der ist nicht, weil meistens, wenn sie gefallen sind, haben die einen Stecker reingehauen und grantig und der hat gelacht. Und dann denke ich mir, das ist ein netter, gell? Also der ist okay. Und so war das erste Mal, wo ich einen Christian gesehen habe. Viele Jahre halten die beiden ihre Beziehung vor der Öffentlichkeit geheim. Sie sehen sich bei Skirennen und bei Trainingskursen und manchmal monatelang nicht. In dieser Zeit schreiben sie sich Briefe. Christian hat Rosis Briefe alle gesammelt. Mein lieber Christian,
Gestern Abend bin ich mit meinen Eltern gut zu Hause angekommen. Mein erster Weg war natürlich an den Platz, wo bei uns die Post liegt und so, wo ich deinen lieben Brief fand. Hast du eigentlich irgendeinen Brief von mir aufgehoben? Ja, die waren alle wunderbar im Akt und ihr habt mir die weggeschmissen beim Ausräumen in Winkelmoos. Wir haben einen Speicher ausgeräumt und dann haben die das wahrscheinlich nicht gewusst, was das für... Da waren so viele Briefe von vielen Fans da. Jetzt sind sie nicht mehr da. Ich finde es nicht. Rosi, ich weiß noch, dass ich jeden Tag am Briefkasten hin bin und habe geschaut, ob Post von dir da ist. Echt? Ja. Und mancher kam dann erst, wie du schon da warst. Wieder. Da, lies mal. Du hast ja an mich geschrieben. Aus Alpe d'Huez. Warst du im Sommer in Alpe d'Huez und ich habe nicht mit können wegen der Schule, ganz sicher. Ja, freilich, das stimmt. Lieber Christian, gerade komme ich vom Konditionstraining. Deshalb die zittrige Schrift und ich habe für dich diese Blumen gepflückt. Schade, dass du nicht hier sein kannst, denn Schnee, Sonne und Wasser sind herrlich. Mahlzeit, ich halte die Daumen für deine Prüfung. 1000 Grüße, bis bald, deine Pfeife. Ja. Mit Herzerl oben drüber. Ja, Das war das, das weiß ich noch. Seit Lass 3 mich, ich muss Tagen. wieder nach dem Schluss schauen. Da geht der Schluss. Der Schluss. Wichtig war Samstag, immer der Schluss Sonntag bei mir rennen. an den Briefen. Gute Besserung und 1000 Grüße. Deine Rose, bitteschön. Das war wichtig, dass du hingeschrieben hast. Deine und nicht nur Rosi. Die hat ja... Es ist ja viel schöner, wenn man sich über Jahre aneinander herantastet, ohne dass andere drüber reden oder etwas wissen. Das ist ja eigentlich das Wertvolle. Unsere Zeit, das war eigentlich so wie die Romantik. Ich habe in der damaligen Zeit als junger Bub habe ich Eichendorff unheimlich gelesen. Das kennt wahrscheinlich heute kein Kind, wird mehr Eichendorff lesen. Sagt, das ist ja viel zu kitschig. Aber das war so die Welt, wo ich mir gedacht habe, davon habe ich geträumt. Auch was den Umgang mit einem Mädel, was du gern hast oder wie man aufeinander zugeht. Das war meine Welt. Ist sie übrigens immer noch. Das Romantische ist schon was ich immer sehr suche. Wo man aber natürlich auch manchmal ganz gern die Realität verlieren kann. Da kommt dann wieder die Rosi ins Spiel. Die Karriere der beiden Skirennfahrer beginnt früh und geht steil nach oben. Bayerische Meisterschaften, deutsche Meisterschaften, internationale Skirennen im deutschen Nationalteam. Rosi und Christian führen ein aufregendes Leben. Mit ihren Mannschaften reisen sie zu Skirennen in der ganzen Welt. Ihre Beziehung halten sie weiterhin geheim. Sie wollen keine Schlagzeilen, sondern Privatsphäre außerhalb der Pisten. Das, was mir am meisten gereizt hat, jetzt gar nicht so Skifahren, weil das habe ich ja auf der Winkelmoos kennen. Aber eigentlich gereizt hat mich das, dass ich irgendwo mir die Welt anschauen kann. Und dann immer andere Pisten, eigentlich die ganze Skifamilie, nette, viele Freunde. Ich kann gar nicht sagen, wen ich jetzt nicht habe, wo ich eigentlich kein gutes Gefühl hätte oder wo ich mich nicht freue, dass ich es wiedersehe. Das gibt's nicht. Wir haben so viel Gaudi gehabt natürlich. Ist ja klar, wenn man voll miteinander ist oder auch mal im Training oder dass man sich irgendwie was anstellt gegenseitig. In der Wintersaison 1975/76 steuert Rosi Mittermeier auf den absoluten Höhepunkt ihrer Karriere zu. Sie gewinnt bei den Olympischen Spielen in Innsbruck eine Silber- und 2 Goldmedaillen. Das hat vor ihr noch niemand erreicht. Gold-Rosi ist geboren. Vor Olympia war für mich persönlich war's gleich, weil ich nicht gewusst habe, dass nach Olympia, also nach so einem Erfolg oder nach der Saison, dass das ja wirklich dann auch die Menschen um mich herum so verändert.
Hier im Luftkurort Bernau betrat Fräulein Mittermeier den Boden ihres Heimatlandkreises Traunstein, überhäuft mit olympischem Gold und Silber, geehrt von Präsidenten und Ministern. Der Stolz der Chiemgauer auf den Skistar von der Winkelmoosalm, der Jubel und das lang gestaute Bedürfnis, Verbundenheit zu zeigen, brach ungehemmt hervor. Dass man so auf einmal so im Mittelpunkt steht, das ist ja in so einem jungen Alter ist ja das ganz fremd. Und da denkst du, ja, was ist jetzt los? Also das kann ja nicht sein, gell? Warum kommen jetzt 5000 Leute irgendwo in der Stadt, ich weiß nicht mehr, wo es war, in Franken, stehen auf der Straße und schreien Rosi, Rosi und denkst du, Herrschaftszeiten, das gibt's nicht. Ich habe immer gesagt, Mensch, geht's doch lieber heim. Es ist ja nichts Besonderes. Ja, sagen wir mal, für die Rosi ist wahrscheinlich gar nichts passiert. Weil der Rosi war der Erfolg ziemlich egal. Also jetzt, was ist in Bezug auf unsere Beziehung und mein Gott, da waren halt auf einmal die Medaillen da oder die Öffentlichkeit, aber das hat die nie so interessiert. Gewinnerin der Goldmedaille und Olympiasiegerin Rosi Mittermeier, Deutschland. Ich muss schon ehrlich sagen, ich hätte schon auch gerne eine Medaille gewonnen. Und wenn du dann auf einmal so einen Superstar neben dir hast und selber bist halt nur Fünfter geworden, dann merkt man natürlich in der Öffentlichkeit oder bei den Funktionären oder so, da bist du auf einmal, ja, ich sag's jetzt einmal ein bisschen plastisch, du bist auf einmal halt ein Mensch zweiter Klasse, weil du halt diese Medaille nicht gewonnen hast. Und das sind dann manchmal Augenblicke oder auch öfters Augenblicke gewesen, wo ich sehr sensibel innerlich darauf reagiert habe. Und das ist auch heute noch so. Und da kann ich dann schon auch ganz schön Emotionen zumindest nach innen zeigen oder denke mir über die Menschen einiges. Das Tolle ist, der Rosi macht das gar nichts. Die hat auch überhaupt kein Verständnis dafür, dass ich da irgendwelche Probleme damit gehabt hätte. Was auch wieder schwer ist. Sagt, warum? Das ist doch nichts. Rosi wächst mit ihren beiden Schwestern, den Eltern und Großeltern in den Chiemgauer Alpen auf. Hier auf 1800 Metern liegt die Winkelmoosalm. Ein idyllischer Ort. Bis zu Rosis Olympiasieg. Ja, 76 war halt die Euphorie richtig groß. Und sagen wir mal hier um das Haus rum, da ist kein Gras mehr gewachsen. Da sind so viele Leute raufgekommen, also eigentlich Fans und Musikkapellen. Und die haben sich halt da vors Haus gestellt oder da hinten auf die Felsen aufgesetzt und haben da oben dann runtergeschaut. Und ich sage, und gesungen, natürlich immer. Rosi, Rosi, noch einmal. Ja. Das war so wunderschön. Wir sind wirklich hinterm Haus aus dem Fenster hinaus und sind in den Wald, dass, wenn ich einmal da war, dass die Leute mich nicht sehen, weil sonst wäre ich überhaupt nicht weggekommen. Und dann, weil das war eigentlich eine Masseneuphorie. Die Winkelmoosalm ist eines der schneereichsten Gebiete Deutschlands. In den 50er Jahren boomt hier der Skitourismus. In dieser Zeit, 1951, ist Rosi geboren. Der Vater leitet die örtliche Skischule. Die Mutter bewirtschaftet das Berggasthaus. Rosi ist die mittlere von 3 Schwestern. Heidi ist 8 Jahre älter, Efi 3 Jahre jünger. Rosi steht schon mit 2 Jahren das erste Mal auf Skiern. Und vor der Kamera. Ein Freund der Familie hat die Filmaufnahmen aus dieser Zeit gemacht. Klar war das Skifahren die größte Leidenschaft. Mir ist es ganz leicht gefallen, gell? Ich habe also wirklich Glück, viel Talent mitbekommen wahrscheinlich. Besser kann man sich eine Kindheit nicht vorstellen, weil wir haben laufen können, wie wir wollten. Mal ein bisschen schneller laufen. Was wir früher noch gespielt haben? Wir haben immer das Spiel gehabt, man darf nur von Stein zu Stein und kein Gras, nur von Stein zu Stein gehen.
Das kann man auf der Winkelmoos super sprühen. Das ist jetzt ideal. Stein, 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 Stein. Mit der jüngeren Schwester Evi verbringt Rosi viel Zeit in ihrer Kindheit und Jugend auf der Winkelmoosalm. Die große Schwester Heidi fährt da schon längst im deutschen Skinationalteam. Die kleineren Schwestern rücken erst später als Profisportlerinnen nach. Die Rosi war schon größer, war natürlich auch älter, vielleicht auch vernünftiger. Aber ich habe sehr schnell aufgeholt. Und da hat sie ein bisschen Panik gekriegt. Und da hat sie mir dann immer wieder niedergedrückt. Wie gedrückt? Ja, ja, nicht wortwörtlich. Nein, bei den Spielen, wie wir klar waren, halt, da habe ich natürlich schon geschaut, dass die Evi das macht, was ich mir vorstelle. Wenn wir irgendwo uns runtergeseilt haben, dann habe ich gesagt, Evi, du machst den Erstabstieg. Das ist das Tollste, was man machen kann. Batsches Seil abgerissen. Evi war unten gelegen, auwe. Dann Ja. war es wieder. Aber das ist ja ganz logisch. Aber ich habe eine gute Schule durchlaufen. Das war aber wirklich, wenn wir kleiner waren und dann, wenn wir älter geworden sind, dann haben wir natürlich immer unser Zimmer geteilt während der ganzen Rennfahrerzeit. Und das war natürlich das Schönste. Ja gut, also sagen wir mal, ab 14 haben wir uns wirklich gut verstanden. Also wirklich Ja, nur wir- gut verstanden. Wo wir gescheiter waren. Ja. Ja. Die ganze Familie ist skiverrückt und verbringt viel Zeit gemeinsam draußen in der Natur. Mit 16 Jahren schließt Rosi zwar ihre Hotelfachlehre ab, widmet sich aber danach ganz dem Skisport. Sie trainiert mit der Mannschaft und zu Hause auf der Winkelmoosalm, wo sie bis zu ihrer Hochzeit mit der Familie wohnt. Mein Vati, der war ganz ein naturverbundener Mensch. Der hat es verstanden, dass er uns Mädeln mitnimmt, wo wir begeistert waren. Weil der hat auch immer alles gewusst. Beim Ameisenhaufen hat er seine Taschen durch hier, hat gesagt, schau, da kannst du ruhig einmal riechen und das ist gut. Und das tut es mir einatmen. Und solche Geschichten, die man nie vergisst. Die Natur und die Berge sind auch bei Familie Neureuter seit Generationen ein wichtiges Motiv im Leben. Christians Urgroßvater begleitet Expeditionen in den Himalaya. Der Großvater ist begeisterter Bergsteiger und baut dieses Haus in den Bergen in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen. Hier kommt Christian 1950 auf die Welt. Der Vater arbeitet als Chefarzt im Krankenhaus und ist bei der Bergwacht engagiert. Die Mutter erzieht die beiden Kinder, Christian und Katrin. Alle fahren sie Ski, wann immer es die Zeit zulässt. Was Christian später werden soll, steht früh fest. Arzt. Es war schon ein so Akademiker-Klüngel bei uns in der Familie. Wir kommen ja eigentlich ursprünglich aus der Stadt, aus Frankfurt und München. Und damals galt man eigentlich, oder in der Familie hieß es immer, der Bub muss studieren. Also sonst ist man nichts, wenn man nicht studiert hat. Und dann gibt es noch so eine Leidenschaft in der Familie, das sind einfach die Berge. Darum steht das Haus hier, weil mein Großvater wollte in Bergen sein, Bergsteigen. Und das war dann der stärkere Drang, die stärkere Leidenschaft. Auf die Berge raufgehen oder fahren und dann einfach die Natur im Schnee zu genießen, Skirennen fahren. Die großen Prägungen, die finden ja in der Kindheit statt. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass die Eltern, die Großeltern, wollten sich nicht mit der Normalität zufrieden geben. Vielleicht ist es auch normal für Eltern, dass man in der nächsten Generation bei den Kindern immer was Besonderes oder noch mehr erwartet, als man vielleicht selber erreicht hat. Aber das hat mich schon geprägt, dass die Normalität war meinen Eltern oder auch den Großeltern nicht genug. Und da dein Papa und das ist der Christian, gell? Das bist du. Ja. Christians Eltern dokumentieren alle Lebensstationen ihres Sohnes mit Fotos, Zeitungsartikeln und Zeugnissen. Die Schule interessiert ihn weniger.
Im Skisport entwickelt er umso mehr Ehrgeiz. Das coolste Bild überhaupt. Der Pullover mit Mütze. Stylisch. Die Mütze, die ist der Hammer. Schau, und da haben die Eltern, weil ich natürlich nie in der Schule war, mir die Schulaufgabe reingeklebt. Schau mal, wie viele Fehler. Das war ein glatter Sechser, ich schwör's dir. Latein. Die Schule bereitet Christian Neuer, Arzt, so große Sorgen. Im letzten Jahr fehlte ich in 3 Monate. Und hat der Vater immer eine Sondergenehmigung, dass ich unentschuldigt fehlen durfte. Ich bitte meinen Sohn Christian zu entschuldigen. Immer der Vater. Ja, Wahnsinn. Christian schafft das Abitur und beginnt in München Medizin zu studieren. Doch mit einer Rennkarriere ist das nicht zu vereinbaren. Er bricht das Studium ab. Die Eltern haben es nicht gern gesehen und es war auch schon ein gewisser Druck da. Aber dann, wo im Sport, sagen wir mal, auch Erfolge kamen und wo dieses Leben als alpiner Skirennsportler einen um die ganze Welt gebracht hat, also das, glaube ich, hat meinen Vater extrem gefreut, dass das der Bub gemacht hat. In den Alben tauchen nun immer häufiger Fotos und Artikel über Rosi auf. Die Eltern müssen wohl etwas geahnt haben. Das Das ist es. Gondelfoto. Privatsphäre ist Rosi und Christian damals wie heute wichtig. Erst mit zunehmender Bekanntheit sickert es langsam durch, dass die 2 jungen Skirennfahrer ein Paar sind. Wie heißt das hinten da, das Zipperle da? Ortler. Adler. Ganz hinten. Wildspitze, das weiß ich. Ja. Oh ja, tun wir es auf. Es ist eiskalt heute. Danke. Merci. Vielen Dank. Gerne. Gehen's her, machen wir ein Selfie. Kannst du schnell ein Foto machen? Bis heute gibt es kaum einen Ort, wo die beiden unbemerkt bleiben. Auch auf dem höchsten Berggipfel Deutschlands nicht. Oh, das ist aber lieb. Die Marke Gold-Rosi bleibt für immer. Ein paar Wochen nach ihrem Olympiaerfolg in Innsbruck erklärt Rosi Mittermeier auf einer Pressekonferenz mit 25 Jahren überraschend ihren Rücktritt. Ich fahre also keine Skirennen mehr. Und so keine Skirennen, um nicht zu sagen, nicht mehr Ski, habe ich auch schon gelesen. Und ich fahre ja, das ist ja auch jedem bekannt, schon 10 Jahre. Und bin auch schon von Ihnen allen, nicht allen, als Großmutter der Skipisten bezeichnet worden. Und natürlich möchte ich es nicht abwarten, bis ich noch Urgroßmutter genannt werde. Unmittelbar danach beginnt die zweite Karriere von Rosi. Sie schließt einen Vertrag mit einer bis heute international erfolgreichen Agentur für Sportmarketing in den USA. Nach der Saison war halt das dann der absolute Bruch in eine andere Welt. Es waren 3 Termine an einem Tag, 3 Sportgeschäfte besuchen, überall so viele Menschen, überall Autogramme schreiben und Rosen verteilen. Und also alle, die da mit mir waren, die von den Firmen, die mich betreut haben, die haben das fast nicht ausgehalten. Aber komischerweise habe ich es ganz gut verkraftet. Rosi reist von einem Auftritt zum nächsten, gibt Interviews, dreht Werbespots und moderiert im Fernsehen. Rosi Mittermeier heute zum ersten Mal bei einem Weltcup-Abfahrtsrennen neben mir als Co-Kommentatorin. Doch hier hat sie die Kurve sehr schön genommen. Christian unterstützt die Karriere seiner Frau, fährt aber weiterhin Skirennen. Er gewinnt 6 Weltcups, auch 1979 das Prestigerennen in Kitzbühel. Eine Olympiamedaille bleibt ihm verwehrt. Im Januar 1981 beendet auch er seine Skikarriere.
Man meint immer, dass es so extrem wichtig sei, jetzt dort das Nonplusultra erreicht zu haben. Aber wenn du dann verheiratet bist, einmal ein paar Jahre, wenn du Kinder hast, wenn du schauen musst, dass du was verdienst, dass du eine Existenz schaffst, da ist es so völlig wurscht, ob eine Medaille auch bei dir um den Hals hängt oder nicht, weil da geht es um völlig andere Dinge. Und dann musst du schauen, dass du durchs Leben kommst gemeinsam und dass alles passt. Und es kommen sowieso Einschläge und dass man zusammenhält und durchgeht und schaut, dass man seine Werte, und die hängen nicht an Gold, Silber und Bronze, möchte ich sagen, dass man die lebt. Und das ist immer oft die Außensicht, dass alle meinen, bei uns spielen nur diese Medaillen eine Rolle. Die sind dann nichts mehr und gar nicht wichtig. Und wir wissen auch gar nicht, wo sie liegen im Endeffekt. Ehrlich, das wissen wir es wirklich nicht. Irgendwie in der Schublade. Ja. 1980 heiraten Rosi und Christian in der Wallfahrtskirche St. Anton in Garmisch-Partenkirchen und treten nun in der Öffentlichkeit als Paar auf. Ein Jahr später kommt Tochter Amelie auf die Welt. 3 Jahre danach Felix, der als Skirennfahrer in die Fußstapfen der Eltern tritt. Die Familie trifft sich, wann immer es geht. Felix fährt seit über 15 Jahren in der deutschen Skinationalmannschaft. Amelie ist Designerin, arbeitete in New York und Berlin. Seit einigen Jahren lebt sie wieder in Garmisch-Partenkirchen und sieht ihre Eltern öfter. Die sind so unterschiedlich. Die Mama ist eher so der Ruhepol. Der Papa ist sehr sensibel, ein sehr emotionaler Mensch. Also die sind komplett konträr eigentlich. Aber ich glaube, das Geheimnis ist bei den beiden, dass sie sich halt so, wie soll ich sagen, so akzeptieren, wie sie sind, nicht sich versuchen zu verändern, sondern jeder profitiert von dem Gegenpol. Und das ist so, der Papa, wenn er so aufbrausend ist und so viel im Kopf hat, dann wird er so nervös und die Mama bringt ihn runter. Und aber auch andersrum, der Papa pusht sie irgendwie und ich glaube, die könnte auch wahrscheinlich wirklich irgendwo im Urwald überleben. Und ihr reicht eigentlich, wenn sie ein bisschen was zum Essen hat. Und also so ganz einfach, aber er zieht sie mit und dadurch wird sie, glaube ich, auch inspiriert und erlebt andere Dinge. Rosi kocht und bäckt für ihr Leben gern. Heute gibt es Apfelstrudel. In der Küche des Neureuter Familienhauses hilft Marianne, die seit der Hochzeit im Haushalt angestellt ist. Als die Kinder auf die Welt kommen, übernimmt Christian die Vermarktung des Promi-Doppels, um das Einkommen zu sichern. Rosi reist nur noch so viel wie nötig. Beiden ist wichtig, dass Amelie und Felix so normal wie möglich aufwachsen, trotz oder gerade weil die Eltern so bekannt sind. Da ist runter. Oh. Felix kommt oben am Hang. Oben kommt jetzt Rosi und Amelie. Amelies 6. Geburtstag. Wo muss es hin? Jetzt! Die große gelbe, ja, die schöne Schleife. Rosi und Christian gelingt es zunächst, Amelie und Felix eine unbeschwerte Kindheit zu ermöglichen. Ohne Medienrummel und ohne Erwartungsdruck. Wann seid ihr hier das letzte Mal gesessen? Mit der Mama das letzte Mal. Nein, ich war mit der Miri noch mit. Diese Untertassen sind viel kleiner als bei uns unten. Ich wusste lange nicht, wie bekannt meine Eltern wirklich sind oder was sie gemacht haben. Das, was ich halt gesehen habe, war beim Skifahren, ja, die konnten halt besser Skifahren wie die anderen Eltern oder sehr viel besser Skifahren. Und das habe ich eigentlich immer ganz cool gefunden, weil der Papa ist mir auch immer vorgefahren oder die Mama und ich bin ihm nachgefahren. Wir hatten auch das Glück, dass unsere Eltern uns überhaupt gar nicht in diese Öffentlichkeit mit reingepackt haben und auch immer uns unser Ding haben machen lassen in dem Sinne. Also auch sei es jetzt bei Skirennen. Ich bin natürlich auch Ski gefahren, weil man in den Bergen aufwächst. Und ich habe es eigentlich durch eine Klassenkameradin irgendwie erfahren, dass die Mama recht erfolgreich im Skifahren war. Und auf die Frauen so ein Apfelstuhl drauf, bitte. Ja. Privatsphäre ist allen in der Familie wichtig. Deshalb werden auch die kleinen Enkelkinder Oskar und Mathilda nicht in der Öffentlichkeit präsentiert, fotografiert oder gefilmt. So haben es auch schon Christian und Rosi gehandhabt, um ihre Kinder zu schützen.
Für Amelie ist es trotz allem nicht leicht gewesen. Wenn man aufwächst in so einer Skifamilie, wo natürlich eine ganz spezielle Aufmerksamkeit auch auf den Eltern liegen und man irgendwie immer das Gefühl hat, man ist unter Beobachtung, will man sich, oder ich hatte immer das Gefühl, ich muss mich verstecken und ich will irgendwie weg davon. Ich muss irgendwie schauen, dass ich meine eigene, ja, erstmal herausfinde, wer bin ich und was will ich. Die 37-jährige Amelie ist ihren Weg gegangen. Als freie Künstlerin entwirft sie Kostüme für Veranstaltungen oder kreiert App-Art, Kunstwerke auf dem Smartphone. Felix gewinnt sein erstes Rennen mit 3 bei den Kinder-Skiclub-Meisterschaften. Mit 34 Jahren zählt er 13 Weltcupsiege und 5 WM-Medaillen. Der Name war am Anfang, muss ich sagen, ja, war es schon nicht immer so einfach. Also der Druck war schon natürlich extrem groß und dann kommst du da rein als junger Bursch, der eigentlich gar nicht wirklich weiß, was los ist und darfst dir eigentlich vom ersten Moment an keine Fehler erlauben, weil du halt schon so im Fokus stehst und das kannst du gar nicht richtig schaffen. Die Kinder sind sicher geprägt von diesem Elternhaus, was wir ihnen vorgelebt haben. Und dazu gehören sicher auch negative Dinge, die mit der Öffentlichkeit bei uns zu tun haben. Natürlich haben wir alles weggehalten und die Kinder nicht vor den Fotoapparat gezerrt oder wir sind auch zu keinen Einladungen gegangen, wo eine große Aufmerksamkeit war. Aber das ist ja automatisch. Der Name, wenn die in die Schule kommen, dann fällt der Name ja dann schon irgendwo auf. Der bekannte Name hat seinen Preis. Amelie ist in der 1. Klasse, als sie nur knapp einer Entführung entkommt. Kurz bevor die 2 Kidnapper zuschlagen, werden sie von der Polizei entdeckt und festgenommen. Da haben sie ja dann diesen Wohnwagen gefunden mit diesen Erpresserbriefen, die alle schon fertig waren. Und die haben 14 Tage haben die in unserem Haus uns praktisch beobachtet und alles genau notiert, wann, wo, wer aus dem Haus geht. Und das war wirklich arg. Das hat uns schon wirklich schlaflose, nicht nur Nächte bereitet. Da haben wir wirklich sehr gelitten. Die Presse, ehrlich gesagt, die wollte dann an die Haustür kommen und den Schulweg von der Amelie filmen. Und der Christian hat gesagt, ja, bitte, das nicht. Das wäre ja das Allerschlimmste, weil die Polizei hat auch geraten, dass wir da nicht irgendwo, wo wir wohnen und sonst was, drum wohnen wir ja eigentlich auch ganz versteckt und auch nicht öffentlich sozusagen. Aber das ist schon so, dass man natürlich danach die Kinder immer gefahren hat, in die Schule gefahren hat, von der Musikstunde abgeholt hat. Wir haben das eigentlich noch nie erzählt, weil wir wollten ja gar nie, jetzt sind unsere Kinder erwachsen und so weiter, aber wir wollten nie, dass die Kinder das so mitkriegen, nicht im Grunde dann. Jetzt aber erstmal weiter hier beim größten Picknick der Stadt heute. Schön, dass ihr da seid hier im Olympiapark. 4 Jahrzehnte nach ihrer aktiven Profizeit sind Rosi und Christian immer noch in der Öffentlichkeit präsent. Das Paar wird regelmäßig in Talk- und Quizshows eingeladen, schreibt Koch- und Fitnessbücher, erhält Ehrungen und Preise. Die Popularität sichert ihnen ihr finanzielles Auskommen. Ihren Namen setzen sie auch für soziale Einrichtungen wie die Kinder-Rheuma-Stiftung ein. Bist du Münchner? Ich drück dir die Daumen. Die Buben kriegen's von mir. Gratuliere, da kannst du aufmachen, kannst dich hinsetzen. Für die machen wir schon. Die Öffentlichkeit ist wichtig, weil letztlich haben wir ja auch daraus unser Berufsmodell gemacht. Also ich brauche ja auch die Öffentlichkeit, um unseren Lebensunterhalt bestreiten zu können. Wir sind
im Fernsehen, in den Medien. Dadurch bekommen wir wieder Werbeverträge. Also das ist ja schon, das gehört unweigerlich miteinander zusammen und ist in allen Bereichen der Werbung oder des Marketings eine der Grundregeln. Und insofern muss man aber überall, wie immer im Leben, den vernünftigen Mittelweg finden. Wo sind die wichtigen Botschaften, die ich vermitteln kann? Das ist ja nett, dass wir die drauf haben. Die Heilkraft des Sports und der Bewegung in der Natur ist auch eines der Anliegen, für die sich Christian und Rosi engagieren. Für Sportveranstaltungen in Garmisch-Partenkirchen haben sie Dauerkarten. Denn ihren Skirennsport auch passiv live mitzuerleben, alte und neue Sportfreunde zu treffen, gehört nach wie vor zu ihrem Leben dazu. Bei Ski, bei 3 sagen wir Ski. Okay. Ja. 1, 2, 3. Ski! Sportmoderator Gerd Rubenbauer ist seit vielen Jahren ein guter Freund der Familie. Christian moderiert von 1996 bis 2006 als Ski-Alpin-Experte gemeinsam mit ihm viele Sportsendungen im Bayerischen Rundfunk. Rosi hat alles. Rosi hat einen unglaublich natürlichen Charme. Also ich kenne keine Frau, die so einen natürlichen Charme hat wie die Rosi. Rosi wird nie älter. Rosi kann super kochen. Rosi hat nur gelegentlich auch ein bisschen einen eigenen Willen. Ein bisschen eine eigene Meinung und das tut Herr Neureuter sehr, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ein bisschen einen kleinen Widerspruch brachte er schon am Tag. Und wenn die Rosi macht es ja geschickt. Die sagt, warum machen wir das jetzt so? Nein, das finde ich nicht gut. Das darf ich anders machen. Und dann ist er ja schon an der Decke, ist ja ganz logisch. Aber sie finden erstaunlicherweise immer wieder einen Modus wie Wendy. Bin die aus. Ja. Spinnst du ein bisschen? Wir werden ja oft gefragt, warum funktioniert eure Ehe so gut oder sowas. Das ist ja alles Schmarrn, auf Deutsch gesagt. Es gibt auch kein Rezept dafür. Du kannst noch so viel Fragebogen ankreuzen. Wenn ich schon nachschauen muss in der Ehe, was ich tun muss, damit sie hält, dann kannst du es gleich schon die Hasen geben. Rosi ist 68, Christian 69 Jahre alt. Noch immer ist Skifahren ihre große Leidenschaft. Und wenn es nach ihnen ginge, sollte das noch möglichst lange so bleiben. Die Rosi ist eine derartig elementare Skifahrerin bis heute. Die ist, glaube ich, mit Skiern geboren worden. Jeder Schwung ist Freude. Ein bisschen bremst das Alter die ehemaligen Leistungssportler aber doch. Also vorhin habe ich da eine Kante gesehen, habe ich gedacht, ja, dass man runterspringt. Ja, habe ich gedacht. Aber da, wenn ich jetzt runterspringe, vielleicht hat es meinem Knie nicht so gut. Das war ein bisschen blöd. Aber jucken tat es schon, sagen wir mal. Das ist das Wichtigste, dass man immer nur juckt. Und dann kommt irgendwo auch die Altersweisheit, dass man sagt, Mensch, das haben wir ja alles schon gehabt. Das braucht man eigentlich nicht nochmal. Aber wir gehen trotzdem in unserem Alter auch, versuchen wir an die Grenzen zu gehen. Weil ich glaube, dass das wichtig ist, dass man immer sich fordert, dass das dann einen fit hält. Hier ist eher die kleine Bedenkenträgerin, die sagt, na, das braucht man nicht. Und dann, wenn wir es gemacht haben, dann ist sie froh. Und darum braucht man immer manchmal Menschen, die einen mitziehen. Ja. So ein Anschubser, den habe ich an meiner Seite. So ein Anschubser. Ja. Ich bin der Bremser, aber das ist der Anschubser. Und naja, einmal hat der Bremser auch recht. Das Schöne ist... Stimmt, hat der Bremser nicht einmal recht. Der Bremser hat schon ein paar Mal recht gehabt. Aber meistens aber hat der Anschieber recht. Ja, das glaube ich. Vor 2 Jahren muss Rosi nach einem Unfall bei der Gartenarbeit an der Wirbelsäule operiert werden. Seitdem hat sie Schulterschmerzen. Mit den Kniegelenken haben beide Probleme.
Das sind die Spätfolgen des Leistungssports. Habe ich keinen Platz mehr. Es geht daher. Unglaublich. Unglaublich. Richtig kitschig. Hinauf auf den Berg wollen beide. Noch lange. Ein bisschen drunter. Es muss ja nicht mehr ganz so hoch sein. Natürlich werden wir älter und man muss an das Thema rational herangehen. Und wir wissen alle, dass wenn wir älter werden, dass wir nicht mehr so aufhupfen können wie als Jugendlicher. Früher haben wir solche Fragen uns nicht stellen brauchen. Jetzt, wie geht's deinem Knie? Gut geht's mir, dann gehen wir heute am Berg. Und Schulter? Schulter gut. Da hat mir jetzt gerade einer gefragt, ob man jetzt so, wenn man älter wird, ob man dann, was man noch für Ziele hat, irgendwo eine schöne Reise machen nach Hawaii oder sowas. Das ist, eigentlich ist das Ziel, dass man noch lang hier so wo raufkommt und dann runterschauen kann. Da brauchst du nicht mehr, weil es gibt da mehr als irgendeine Welle in Hawaii. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man am anderen gern eine Freude macht. Danke sehr. So ganz spontan einfach einen Blumenstrauß an den Tisch gestellt, ohne Grund. Und das freut einen dann sehr. Ich habe da Freude gemacht, sagen wir. Der beste Moment, was würde ich sagen? Ich würde schon sagen, erst einmal, jetzt fange ich an mit dem ersten Kuss, weil der natürlich das Leben lang gehalten hat. Und dann die Geburt der Kinder. Das sind die Momente. In meinen Augen. Hoffentlich sind es bei dir die gleichen. Jetzt, wenn du was anderes sagst, mein Lieber. Nein, keine Sorge. Hoffentlich. Ja, uns kannst du da abhauen jetzt. Man weiß nicht. Ja, eben. Drum. Was hat eine in Dann kann die Blasmusik spielen. Genau. Bei der Beerdigung. Ist denn das? Ist denn das? So hoch. Ja, sing mal du. Ist Wir finden einen Ton nicht. So, Ist denn. Ist denn das? Okay, jetzt warte. Dirndl drum auf Träum, hat mir heut so gut gefallen, hat raus, Kidei o, gut steht's hier o. Hat raus, Kidei o, gut steht's hier o. Hollere, hui, dirüei, holladio, hui, dirüei, hollere. Du sagst da mit Hollere und dann Hollero. Das habe ich gewusst, dass das so In der ist. zweiten Strophe habe ich es richtig gesungen. Wir sind uns nicht einig, das ist das. Wir können keine Sänger werden. Ach ja. Nee.